die Anwesenden, euch allen ein herzliches Willkommen zum volkstümlichen Konzert am Vorabend vom 1. August. 732 Jahre Eidgenossenschaft, 175 Jahre Bundesverfassung feiern wir in diesem Jahr. Wahrlich eine eindrückliche Zeitdimension, die da vor uns steht. Und manchmal fragt ihr euch sicher auch, was hat eigentlich die Schweiz zusammen? Wenn man die Realitäten anschaut. 4 Sprachen, mehrere Religionen, verschiedene Konfessionen, 26 zum Teil eigensinnige Kantone, noch mehr verschiedene regionale Kulturen, Stadt, Land, Veganerinnen und Fleischesser. Was hat das Land eigentlich zusammen? In den letzten Tagen haben wir viel über die Willensnation gelesen. Aber was heisst das eigentlich, Willensnation? Ich glaube, das ist mehr als eine politische Theorie. Es ist eine konkret gelebte Tradition. Eine Tradition, die wir heute am Abend
miteinander werden spüren und erleben. Und zwar in der Musik. Im gemeinsamen, volkstümlichen Singen und Musizieren kommt die Willensnation zum Ausdruck. Die Willensnation, sie fängt an mit dem Staunen. Mit dem Staunen über das, was wir haben. Und mit der Dankbarkeit für ein schönes Land mit Bergen, Ackerland und Seen, mit schönen Städten und stattlichen Dörfern, ein Land im Frieden. Etwas, was wir ganz zuletzt nicht machen können. Die Willensnation fängt mit dem Staunen und mit der Dankbarkeit an. Und sie wird konkret gelebt und geübt im gemeinsamen Singen und Musizieren. Nämlich im gegenseitigen tiefen Respekt und in der Wertschätzung für die andere Stimme. So, dass man beim gemeinsamen Singen und Musizieren nicht nur auf die eigene Stimme hört, sondern vor allem auch auf die andere. Es ist das Aufeinander hören, wo am Schluss eine Harmonie ergibt. Und so ist es auch mit der Willensnation. Es ist der Respekt vor der anderen Stimme und das Aufeinander hören, wo der Zusammenhalt ausmacht. Das Brauchtum, Volksmusik, sie schafft zwischen Menschen in diesem Land eine Verbindung und trägt dazu bei, dass wir auch nach 732 Jahren sagen können, ja, wir stehen füreinander ein. Von Genf bis Romanshorn, von Chiasso bis Basel. Für uns Eidgenossinnen und Eidgenossen ist diese Geschichte keine Theorie. Sie wird gelebt, sie berührt und bewegt uns immer wieder. Gell, heute Abend darf man so ein bisschen patriotisch und pathetisch sein. Runterfahren und einfach feiern. In einer Zeit, wo uns vielleicht wieder neu bewusst wird, was Heimat könnte bedeuten, wenn wir die vielen Menschen sehen, die sie verloren haben. Es ist ein berührendes musikalisches Programm. Ein gesangliches Programm auch, das uns heute Abend erwartet. Beim Einzug haben wir den legendären und virtuosen Wolfgang Sieber schon gehört. Und dann haben uns Evelyn und Christina Brunner mit ihrer Jugendfrische mit dem Stück Rondell erfreut. Der Wolfgang Sieber hat mir gesagt, wenn du diesen zwei zuhörst, dann ist das wie ein Glas Gin mit einem Zitronenschnitz in der Sommerhitze. Und ich glaube, wenn ich das erste Stück gehört habe, ist das perfekt beschrieben. Priesen bist du, Vater, Sohn und Heiliger Geist, du schenkst mir dein Verbarmen und dein ewige Leben. Das sind die Worte vom Bub vom Trub, Johannes Amrein, ehemaliger Propst und Kollegiatsstift von der Hofkirche. Er hat diese Worte als Ouvertüre zur Terzett-Messe geschrieben. Wir hören das Jodel-Terzett Seetal, das mit dem Sammy Studer und den beiden Jodlerinnen Yvonne Fend und Karin Weber den traditionellen Jodelgesang pflegen und weiterentwickeln. Ein Juchz in den Bergen vom Willi Valotti tönt uns dem entgegen. Der Jodlerclub Heimelig unter der Leitung von der Ursula Gernet singt uns das Lied. Der Horber Jodlerclub, der mit einer grossen Ausstrahlung unterwegs ist, ruhig, bodenständig und harmonisch. Und dann zum Abschluss vom zweiten musikalischen Teil der Kästenbäumler mit dem Wolfgang Sieber und seinem Sohn Gabriel. Generationenverbindende Klänge zwischen Orgeln und Alphorn.
In der Volksmusik spielt die andächtige Betrachtung von der Natur eine wichtige Rolle. Ihre Schönheit und ihre Erhabenheit wird besungen, aber auch ihre Kraft. Ja, die Kraft von der Natur, die spüren wir in den letzten Jahrzehnten auch von ihrer bedrohlichen Seite her. Unsere Gletscher schmelzen und schmelzen. Auf den Alpen muss das Wasser mit Helikoptern aufgeflogen werden. Nicht nur im Süden brennen die Wälder, auch im Wallis oder im Tessin. Bergstürze sind fast zu einem Dauerthema geworden. Der Robby Kuster tönt das in seinem Jodellied Heimat und Kreuz ganz diskret an. Wenn jeder nur denkte, er käme doch zuerst, gäbe es leider nichts zu feiern, auch hier in der Schweiz. Wo Neid und auch Missgunst ein Leben beherrscht, ist wertlos auch die Heimat mitsamt ihrem Kreuz. Der Robby Kuster erinnert mit diesen Worten aus der 3. Strophe an die Werte, die wir leben sollten und sollten pflegen, wenn wir unsere Heimat erhalten wollen. Ja, vielleicht braucht es eine Art Rückbesinnung. Eine Rückbesinnung, gerade mit der Volksmusik, dass die Natur mit ihrer Schönheit und Erhabenheit nicht nur eine sogenannte Ressource ist, sondern eben ein lebendiges Gegenüber. Ein Gegenüber, das Respekt und Achtung verdient hat. So wie jeder Mensch auch Respekt und Achtung verdient hat. Und darum ist die Bitte aus der Terzettmesse schon richtig. Mach auf mehr Herz und Geist.
Ihr habt sicher gespürt, liebe Frauen und Männer, wir gehen mit unserem musikalischen Programm nicht nur einen äußeren Weg, sondern auch einen inneren. Vom besinnlichen Einzug zur Kraft von der Natur bis zur Hoffnung, die jetzt anklingt. Gott behüt mich Alp. Das Jodellied von Hans Arecker bringt Dankbarkeit und das Vertrauen zum Ausdruck. Und das Kirchli von Emil Grollimund mit dem Text von Robert Braun erzählt uns von der Hoffnung, dass unser Leben in allen Höhen und Tiefen in einer grösseren Hang liegt. Und dass wir mit diesem Trost gut durchs Leben kommen. Ein Mann, der heute Abend mitwirkt, still, aber umso sichtbarer, habe ich noch nicht erwähnt. Es ist der Fahnenschwinger Stefan Fischer. Bei ihm, habe ich gehört, landet keine Schweizer Fahne am Boden. Das wird auch heute Abend so sein. Er zeigt es mit seiner Kunst ein altes Brauchtum, aber eigentlich zeigt er mit seinem Können noch mehr. Die Schweizer Fahne, ich rede jetzt mal von der Schweizer Fahne, ist ja keine steife Holzplatte, sondern ein Tuch, das beim Schwingen gäng neue Formen annimmt. Und so zeigt es der Stefan Fischer symbolisch, wie ich denke, wie vielfältig und lebendig wir als Schweiz unterwegs sein können. Und vor allem, wenn wir daran glauben, dass es eine gute Hand gibt, die uns nicht fallen lässt. Im schönen, stillen Alpental blüht ein Blumengarten von Natur. Am Wegrand nah zum Wasserfall sucht der Bergbach seine Spur. Gott behüt mi Alp. Lass Blumen blühen, es ist eine Pracht. Aus Wasser soll es Leben geben. Hab Dank für alles, was du hast gemacht. Der Hans Arecker hat diese Worte geschrieben. Über 90 ist er jetzt der bekannte Komponist und Ländler-Saxophonist. Heute Abend kann er leider aus gesundheitlichen Gründen nicht unter uns sein. Aber er hat seine Leidenschaft für Volksmusik auch seiner Tochter weitergegeben. Der Ursula, wo der Jodlerclub heimelig dirigiert. Gell, Ursula, du überbringst deinem Vater unsere ganz, ganz liebe Grüße.
Wir kommen in den Schlussgang von unserem heutigen volkstümlichen Konzert zum 1. August. Besinnlich hat es mit dem Einzug angefangen und besinnlich hört es auf. Ohne Wort, nur mit Klang. Ganz wie am Anfang. Ich will euch nicht verheimlichen, dass mir der Wolfgang Sieber für die Moderation musikalisch hat beraten. Also als einfacher Pfarrer wäre ich da völlig aufgeschmissen gewesen. Danke, lieber Wolfgang. Als wir zusammengesessen sind und uns vorbereitet haben, habe ich ihn gefragt, wenn du das Alphorn-Trio mit dem Lukas Christinat, dem Gabriel Sieber und dem Sebastian Schindler musikalisch müsstest charakterisieren, was würdest du mir denn sagen? Hat mich der Wolfgang angeschaut, kurz innegehalten und gesagt: Hast du schon einmal die Stimmung erlebt in einem Stall, wenn die Kühe am Barren stehen und frisches Gras zum Fressen bekommen? Die andächtige Stille. Genau so ist das Alphornspiel von diesen 3 Musikern. Es gibt eine Art weihevolle Stimmung, eine tiefe Andacht. Genau so ist es doch, liebe Frauen und Männer. Und der Wolfgang beweist, dass er sogar mit Wort Musik machen kann.
jetzt die Ehre und die Freude, noch eine ganz kurze Schlussmoderation zu machen. Nach der Zugabe, die wir genießen, darf ich euch alle zum Apero einladen. Offeriert von der Françoise und der Philippe Roth und serviert von der Frau und Mannschaft von der Luzerner Orgelfreunde. Zum Apero kommt ihr zur Kirche ausgeht, die Steine an, links und die Gartenladen in Lukassal. Wir haben ja gesagt, alle die Sachen, die auf dem roten Unterlag sind, ist mit Fleisch. Und was weiss unterlegt ist Veggie. Wenn ihr jetzt so einen Anlass, muss man natürlich schon sagen, wäre nicht möglich ohne die Treue von der Luzerner Orgelfreunde. Wenn ihr die Orgelfreunde unterstützen wollt, es besteht die Möglichkeit für eine Mitgliedschaft, die werde ich dazu herzlich einladen. Und jetzt, im Namen von allen Mitwirkenden, ein herzliches Danke und auf Wiedersehen ab und uns allen eine ganz schöne erste Ost. Thank you.